Das Duellieren geht weiter, Freunde, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, wo das Duellieren niemals langweilig wird, weil wir natürlich ständig neue Karten erhalten. So, genug rumgespackt, uns neues Deck sah soweit ganz gut aus und deswegen jetzt Zeit für einen neuen Härtetest. Und zwar gegen Akisa, aber vorher noch gegen Welly, oder heißt das kleine Mädchen, der kleine Junge, wie auch immer. Man sieht es nicht immer so genau, was überhaupt sein soll. Alter, die AP-Punkte, das Roulette, das Spielprinzip, das ist doch einfach nur Kacke. Naja, wird schon irgendwie gehen. So, versuche ich mal mein Glück. Was habe ich eigentlich hier? Göttlicher Drache Aquabizarre. Okay. Die doofen Sperrfelder. Welly, Dovson oder Davison oder wie auch immer das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Ah, das ist langweilig, ich will auch teilnehmen. Wenn ich mir vielleicht noch jemanden den PDA ausleihe. Ah, keine Sorge, dann nehme ich nicht. Okay, so viel dazu. Leute, es wird Zeit, um sie wieder mal neu zu duellieren gegen Akisa direkt. Ach du heiliges Knu und Ruhe. Das kann nicht was werden, ey. Hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Kartenglück haben, weil Akisas Deck habe ich aus dem Anime noch ziemlich miesen Erinnerungen, vor allem wenn sie dann den schwarzen Rosendrachen ausspielt mit ihren besonderen Fähigkeiten. Dann mal eine gute Nacht. Akisa Isinki, schwarzer Guardian, genau das meinte ich, ey. Okay, es wird ernst. Was ist los? Ich bin beseitigt. Du willst mit mir duellieren? Warte, bist du ein finsterer Auserwählter? Nein, nein, das bist du wohl nicht. In Ordnung, dann duellieren wir uns. Bezeuge meiner Hexenkräfte. Oh nein, die schwarze Hexe wieder los. Oh je, okay. Schere, Stein, Papier, natürlich Papier. Menschenskind, so, Schere, Schlecht, Papier, alles klar. Ich fange an. Und es wird Zeit für ein Duell gegen eine Frau mit cooler Aussicht. Niemand steht mir am Weg, oder meinem Ausschnitt. Okay, ist klar. Gut. Glück sehe ich jetzt nicht die ganze Zeit, weil sonst wäre es ein bisschen ablenkend. Dann ziehe ich mal. Alles klar, dann mal so übel. Also erst jetzt mal Monsterdeck im Verteidigungsmodus. Und dann noch 2 Karten verdeckt. So, Akisa, dein Spielzug. Bist du jetzt 7 Synchromonster? Was will die ganze Zeit synchronisieren? Dreimal den schwarzen Rosendrachen oder wie? Bereit? Die mystische Tomate, die wieder raucht, die ist so geil, ey. Warum könnte ich diesen Deck grandios einsetzen, zwar mit dem Effekt vom schwarzen Rosendrachen, weil es eine geniale Karte. Hinaus mit dir, du Flegel. Ist klar. Das wird wehtun. Das gibt's nicht. Wie kannst du es wagen? Die sieht ein bisschen sauer aus. Jetzt spiele ich eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Das will nicht allzu viel bringen, Akisa. Soll ich gerade so vorkommen? Nee, die behalte ich mal noch auf für später. Dann rufe ich mal Breaker, den magischen Krieger. Und durch seine nette Fähigkeit kriegt er einen schönen Powerbonus. Mein Name Breaker, wir Zeit. Direkter Angriff. Aber seid direkt zerstöre ihr Monster, die mystische Tomate. Hallo? Kann ich die Karte aktivieren? Nein! Sehr gesprächig bist du ja nicht. So, ne, jetzt rufst du ein Monster. Monster-Spezialbeschwörung, neue mystische Tomate, das war klar. Sie spielt es genauso, wie ich es auch spielen würde, Leute. Aber genauso. Wenn ich jetzt irgendwie noch Rosenkrieger nach der Hand habe, bin ich am Arsch, dann ruft sie nach einem schwarzen Rosendrachen und Tschüssikowski. Jetzt habe ich eine Sakura-Zurüstung. So. Okay, Akisa, ich bin mal meinen Zug. Fürs Erste. Oh oh. Was macht die Karte? Ein Rosenmonster oder wie? Oh, die Pflanze. Ach du Scheiße. Bring neuen Schmerz hervor. Großen Tentakel ist es auch ein... Nö. Achso, sie opfert. Ich wollte gerade sagen, das ist ein neues Synchromonster. Damit habe ich nicht gerechnet. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Spüre es! Dornenpeitsche! Na, auf die kannst du lange warten, Akisa. Ich spiele Sakura Zurüstung. Dein Monster ist gerade selbst zerstört. Na, Kleines, was machst du jetzt? Perfekt, sie macht genau das, was ich wollte. Jetzt wird's Zeit für meinen Zug. Brücke des Krieges kann das Duell jetzt mit einem Zug komplett rumreißen, mit einer Führung ausbauen, mit der sie nicht mehr zurückfindet. Breaker aktiviert eine besondere Fähigkeit und vernichtet ihre verdeckte Karte. Ein für alle Mal, also überhaupt. Kreaturhilfe! Alter, Leute, stellt mir mal vor, Kreaturentausch-Kombination mit mystischer Tomate und anderen Suchmonstern. Lego mit dem früher noch aufgespielt, hey. Ist das eine üble Kombi? Mhm, aber echt mal so. Dann rufe ich mal einen Rose-Krieger in der Rache im Angriffsmodus. Ich weiß. Da brennt jemand fleißig drauf, zurückzukehren aufs Feld. Aber nee, mein Sternschabdrach muss noch ein bisschen warten. Denn als erstes greife ich jetzt mal Akis Lebenspunkte direkt da mit alle meinen 3 Monstern. Los geht's, zieht ihr insgesamt 5200 Punkte ab. Stimmt's überhaupt? Gerade ein bisschen schnell gerechnet im Kopf. Währenddem ich gesprochen habe, das ist natürlich auch eine Kunst. Gleichzeitig quatschen und Mathe, das kann nicht jeder. Na, vermutlich schon. Och Mann, ja, Aki, du machst mir doch nicht so einfach, ey. Gebieterischer Ritter, Angriff! Oh, voll die Flammen. Ich werde den Schmerz mit dir teilen, denn ich bin sauer. Man merkt's. Breaker, magischer Krieger! Los geht's! Naja, Kisa, das muss zugeben, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also. Du hast keine Chance mehr auf den Sieg. Komm schon, bitte ruf den schwarzen Rosen nach. Ich möchte so gerne ihren Angriff abbrechen oder abblocken und danach mit dem Sternschabdrachen zurückschlagen. Hey, das wäre eine geile Situation. Aber ich fürchte mal, sie kommt gar nicht mehr dazu, den schwarzen Rosendrachen zu rufen. Meine Start war einfach nur zu perfekt. Tja, leider Gottes. Oh, meine Strategie ist im Arsch. Was macht sie jetzt? Was bringt das? Moment. Nee, bitte nicht. Du rufst nicht gerade. Das machst du nicht gerade. Du machst es doch. Moment, das ist ein Stufe 3 Monster, hallo? Du brauchst Stufe 7 insgesamt. Oh, dann ist hier ein Stufe 4 Monster, ganz vergessen. Das war Stufe 6. Synchrobeschwörung. Famose Rose. Was für ein Name, hey? Famose Rose. Du bist nach einer Rose. Oh. Was, der ist so gut gesagt? Bist du wahnsinnig? Hinaus mit dir. Oh. Das tut mir jetzt aber weh. Uah. Mann, das war gemein. Na, warte, Kumpel. Das kann ich besser. Kumpeline, Entschuldigung, wollte ich gerade diskriminieren. Machte Spiegel. Jetzt kommt ein bisschen spät, Kumpel. Geht aber auch anders. Ich spiele Rücke des Kriegers. Und hole Rose Krieger in der Rache. Zurück aufs Feld. Also, zuerst mal auf die Hand und dann zurück aufs Feld. Servus Rose und ich alle vermisst, hey. Die natürlich aus Two and a Half Men. Alter, gibt das eine fette Synchro mit 2 Krieger mehr auf dem Friedhof? Was soll ich lieber? Mit dem 400 Angriffspunkte Bonus. Ja, wieso nicht, wahr? Ich stimme Rose, Krieger in der Rache, auf Break, einen magischen Krieger ein und rufe als Synchrobeschwörung den Kämpfer des Kolosseums. Begrüßen mit mir! Kolossaler Kämpfer! Mit einem fetten Angriffsschub. Boah, 3400 ist klar. Greif hier, aber doch nicht so. Greif hier Monster an! Attacke! Was für eine Power!
Das gibt's nicht. Ich spüre nur Schmerz. Arrakis allein, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wieso müssen Duelle so schmerzhaft sein? Und das war's mit Akisa Isinki. Das ist Kummer. Das ist Kummer. Oh, Akisa, du tust mir ja so leid. Ja, also wirklich, das ist natürlich auch schon ein bisschen bitter. Ich könnte sie auf ein Date einladen, aber sie steht sowieso nur auf UC. Tja, schade, wa? Das war leider ein bisschen sehr schnell, muss leider zugehen. Stufe hoch, Bonus. Und noch ein paar DPs, sehr geil. Was? Ich hab verloren? Jämmerlich. Ich hab gegen jemanden verloren, der wieder ein Auswählen noch ein Fenster auswählter ist. Ja und nein, ich hab sie ausgelöscht. Ich bin so ein Arsch. Egal, ich komme erstmal ein PDA und kann noch mal ein paar neue Karten. Vielleicht irgendwie eine mystische Tomate und so. Noch stärkeres Deck. Wäre doch ziemlich geil. Was haben wir jetzt hier Schönes? Crossroads of Rose, auf Chaos natürlich. Stardeck. Ja, kommen noch 5 davon. 4 davon, reicht mal fürs Erste. Wir müssen nicht immer übertreiben. Und dann noch nichts für uns. Jetzt abstimmen haben wir bereits. Baumotter. Naja, okay. Schwarzflügel. Da wäre vielleicht ein Deck noch davon was. Ein Schwarzflügeldeck. Wieso eigentlich nicht? Crossroads of Chaos. Ja, jetzt auch ein paar bessere Karten noch drin. Ja, so wie es aus nicht wirklich. Was ist denn hier bloß los? Oh Leute, ich fürchte keine einzige Karte von unser aktuelles Deck. Ist natürlich, ja. Tigerdrachen. Nee, da und dann auch nichts. Vollkommen falsche Strategie. Drache, naja. Gesandter, Gigastein, Omega. Platongeheuer, Quake, also auch immer elektronische Kamera. Videokamera, Mikroskop, Radio. Toll, machen wir ein Morph-Tronisch-Deck draus. Kartendreher. Legt eine Karte von einer Hand auf den Friedhof, weil man sie dann Gegner kontrolliert. Nee. Schwarzer Wirbelwind. Natürlich ein Schwarzflügeldeck, keine Frage, aber hier. Nee. Alles unten momentan auch nichts. Ergreifen des Empfängers. Was haben wir denn gehört? Bitte was? Aktiviert diese Karte nur, wenn dein Gegner ein Monster Synchrobeschwörung beschwört. Beschwört ein Empfängermonster, das für die Synchrobeschwörung benutzt wurde. Alter! Du musst nur so einen Angriff abbrechen, gehört das Synchromonster mir. Also sprich ein Empfänger, kann der Total wieder synchronisiert und so. Okay, da merken wir mal. Ja, muss sagen, kann durchaus noch etwas sein. Synchroschlag. Benutzen wir das zur Beschwörung, naja. Na gut, allgemein nichts so besonders Tolles. Aber ist egal, aber jetzt noch irgendwie neue Packs oder so etwas? Komm schon, neue Packs. Ja, können wir ein paar neue Karten hiervon. Also wirklich zum Abschluss. Katapultschildkröte. Verstärkung für die Armee! Fusionstor, ja, für später eventuell mal was. Infektionsfee Lili. Schon wieder die. Noch ein dritter. Verstärkung für die Armee, Freunde. Das ist bei so fast schon kompletten Kriegerdeck doch schon fast Pflicht. Das war schon Stapel, oder? Was kriegen die das noch?
Wenn eine Karte eine Pflicht für ein Deck ist, gehört es doch zu einem Stapel oder Staple, oder wie es immer schon hieß auf Englisch, wird die Karte irgendwie so bezeichnet. So, ein bisschen schneller bitten darf. Sehr schön. Sortieren, und zwar nach Filter. Zauberkarten natürlich neu zuerst. Verstärken wir die Armee, ganz geil. Dann nehme ich ganz kurz noch die Fallenkarten rein. Um mir das, was ich vorhin gesehen habe, war es jetzt schon wieder. Wo bist du, wo bist du? Ne, das war es auch nicht. Dieses, okay. Holen wir den ganz kurz ins Extra-Deck rein. Damit ich nachher nicht vergessen. So, lieben Zauberkammer, was mache ich jetzt mit euch hier? Zauberkarten denkt man im ersten Mal den hier aus, wa? Nachladen, weil das ist doch eher so, dass es eher im seltenen Fall etwas bringt. Deswegen kommt jetzt mal raus. Versuchen den Rest mal. Immer ein bisschen mehr Speed jetzt. So viele Krieger, das kann so geil werden, okay? Ja. Und das testen wir direkt mal, Freunde, beim neuen Duell. Da waren wir zwar, wo ist gerade der nächste Gegner? Okay, da vorne. AB Roulette. Wow, 6, ganz geil. 11 sogar. Na dann, wir zahlen und noch hier ein bisschen bewegen. Und das Feld hier betrete. Schlüsselfeld. Natürlich. Zup. Und der erste Transcender steht auf dem Plan. Ja. Mal gucken, was hat der für ein Deck. Level 20 Toon Paradies. Ach nee. Ja, schönen Schrank aus. Also sage dazu nur, Pegasus lässt grüßen. Ein Toon-Deck. Ach Mensch, muss das sein, ey. Toons. Ja, willkommen Mickey Mouse und Donald Duck, oder was? Schere, Stein, Papier. Gut gewonnen. Dann fange ich mal an. Du oller Schrotthaufen, es ist Zeit für ein Duell. Synchro 2 gegen Toon Paradies. Oder Paradise. Duell. Du wirst scheitern, Duelland. Oder eher weniger. Ja, soviel zu tollem Deck. Ich würde am liebsten fast Kanzerstörung spielen, ganz ehrlich. So, spiele ich erstmal freundliche Wohltat. Kann man bloß um Pech haben, jetzt mal ganz ehrlich. Was macht denn hier? Okay, geil, du kommst mal weg. Zauber ist momentan auch ein bisschen fehl am Platz. Ich habe sowas von keine guten Karten auf, dann ist doch unglaublich. So, und jetzt eine Karte verdeckt und Spieler Kartenzerstörung. Aber ist doch Karten auf der Hand. Also Starthand, wie auch immer. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Seichtes Grab habe ich noch. Nun gut, was hat er da noch auf dem Friedhof? Kannst mal ganz kurz gucken. Gerufene Totenschädel, alles klar. Nun gut, dann rufe ich mal, aktiviere mal Seichtes Grab. Dann haben wir uns zurück aufs Feld und zwar wähle ich dazu Monarchen, war in Stufe 5 und so, da kann man uns jetzt zum Verteidigen, verdammt. Ich rufe ihn mal. Hat sind noch gute Verteidigungspunkte. Sehr schön. Gut, gut, gut. Und dann rufe ich mal noch den finsteren Resonator im Angriffsmodus. Und setze eine Karte verdeckt. Na dann, dein Zug, kleiner Transcender. Mein Zug, ich ziehe. Grün, meine Freunde. Ach du Grün, was ist denn das für ein Eröffnungszug von mir? Ich rufe, Toon Goblin Angriffstruppe, dein Untergang, naht, Fremder. Fremder vor allem, ist klar. Setze 2 Karten verdeckt. Damit ist mein Zug beendet. Nun gut, was mache ich denn jetzt Schönes?
tun Goblin-Angriffstruppe. Also als erstes rufe ich mal Gaia zurück aufs Feld. Den Ritter des dunklen Windes. Dann spiele ich die Zauberkarte Verstärkung für die Armee. Und hole damit aus meinem Deck ein neues Monster und zwar Stufenkrieger. Dann will ich ihn jetzt eigentlich holen. Wissen wir eigentlich Goyo-Wächter, oder? Um mir den Feldvorteil zu sichern. Okay, mach doch mal Stufe 3 draus, oder? Ja doch, wieso nicht? Und wähle Stufenkrieger. So. Jetzt rufe ich mal ganz flotte Grotti aufs Feld. Nun wird Zeit für eine Synchrobeschwörung der Extraklasse. Ich stimme den Finsternis-Resonator auf meinen Stufenkrieger ein und rufe als Synchrobeschwörung Goyo-Wächter! Yeah! Eines meiner stärksten Monster! Juhu! Anderle, Freunde! Tja, aber wie es hier weitergehen wird und ob wir mit Goyo-Wächter eine Chance auf einen Sieg haben, das seht ihr im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ich weiß, ein schöner, fieser Cliffhanger. Aber kennt mich ja, das muss ja ab und zu einfach mal sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.